Ein paar Schritte von Königsbrunn entfernt beginnt eine eigene Welt. Die Heide, die jetzt blüht, ein kleiner Rest der einst weitläufigen Auenlandschaften entlang des Lechs, für die sich der Augsburger Arzt und Naturschützer Eberhard Pfeuffer ein Leben lang eingesetzt hat. Auch wegen einer besonderen Blume, der Sumpfgladiole, die Diva unter den Pflanzen am Lech. Die Sumpfgladiole gibt uns viele Rätsel auf. Eines zählt dazu, wir sind ja hier in einem relativ für die Sumpfgladiole warmen Gebiet. Und da, wo es kühler ist, da, wo sie eigentlich herkommt, so aus den Streuwiesen des Voralpenlandes, ist sie heute schon verblüht. Und bei uns, in diesem warmen Gebiet, blüht sie jetzt richtig voll auf. Das ist immer ein enges Fenster mit der Sumpfgladiole. Die blüht ja relativ kurz und pusht hoch und dann ist diese Pracht und dann ist wieder alles vorbei. In trockeneren Jahren zeigen sich kaum Blüten. Im Gelände zeichnen sich jetzt die Strukturen des ehemaligen Flussbetts ab. Nach dem Regen in der Nacht trocknet ein Schachbrettfalter seine Flügel. Dann folgt der zweite Bereich der Heide. Eberhard Pfeuffer ist heute nicht der Erste. Kenner kommen für diesen Moment von weit her. Noch eine Woche zuvor war kaum etwas zu sehen und jetzt muss man nicht lange suchen. Schon zeigt sie sich. In ihrer schönsten Form. Ich freue mich halt, dass ich so etwas Seltenes wieder gefunden habe. Das ist wie ein Juwel. Braucht keinen Schmuck, braucht sowas. Dann in meiner Kamera und dann zum Schluss in meinen Kalendern, die ich also gerne dann auch verschicke an Leute, die sich drüber freuen. Also ich kenne die Königsbrunner Heide und die Sumpfgladiole jetzt über 40 Jahre. Aber ich muss sagen, so ein schöner Morgen wie heute, das habe ich selten erlebt. Sie blüht wunderschön, das Wetter passt genau, es ist feucht, es ist nicht zu warm. Es ist Sumpfgladiolenwetter, es ist einfach traumhaft heute früh hier. Nicht einmal der erfahrene Naturkundler Eberhard Pfeuffer hätte es sicher vorhersagen können. Überall leuchten die pinkfarbenen Glocken aus der Familie der Schwertlilien. Mitten hinein mischen sich die zarten Sterne der ästigen Graslilie, eine Steppenpflanze, als wäre sie dazu arrangiert. Es ist natürlich immer diese Kombination von den verschiedenen Blüten. Kein Gärtner bringt das so hin, das bringt nur der liebe Gott so hin. Das ist einfach traumhaft. Dann kommt noch das Akustische dazu. Man hört noch ein bisschen die Vögel, die langsam schon stumm werden, aber man hört sie noch. Oder draußen die Grillen. Es ist Heide. Und zwar eine ganz besondere Heide. Deren einzigartiges Markenzeichen eben diese Blüten sind, mit ihrem besonderen Farbton zwischen Pink und Purpur und einer fein ziselierten Blüte. Elegant gestreift und aufreizend entfaltet. Ein Juwel der bayerischen Botanik. Ins Gehen mischt sich jetzt immer das Betrachten und wer genau hinschaut, dem zeigt sich die ganze Vielfalt dieses Lebensraums. Knapp 400 Pflanzenarten und unzählige Insekten gibt es auf der Königsbrunner Heide. Auf der Königsbrunner Heide, ich sage immer, da trifft sich die Welt. Die Sumpfgladiole, die kommt eigentlich mehr aus den kühlen, feuchten Streuwiesen im Voralpenland. Also wo es wirklich kühl und feucht ist. Und dieser Strauch hier, der Felsenkreuzdorn, der kommt aus dem Mittelmeerbereich, genauso wie die Orchideen. Wir haben hier eine Unzahl von Orchideenarten auf der Heide. Und dann aus dem kontinentalen Raum, nämlich aus den Steppen Südosteuropas, kamen die subkontinentalen Arten. Das wäre zum Beispiel die Küchenschelle, die hier im Frühling blüht. Das ist ein Grund, warum diese Heiden hier ungemein artenreich sind. Es ist ja wie man heute sagt, ein Biodiversitäts-Hotspot sondergleichen, nicht nur Bayern, sondern mitteleuropaweit.
Dabei wäre auch dieses Refugium beinahe einmal verschwunden, wenn nicht einer der Vorgänger im Naturschutz, der Arzt Fritz Hiemeyer, mit seiner Familie 1500 Fichten herausgerissen hätte, mit denen das Gebiet aufgeforstet werden sollte. Er wurde damals dafür bestraft. Heute ist die Einzigartigkeit unbestritten. Die Heide bevölkert sich jetzt, alle bleiben auf den genau festgelegten Wegen und die besondere Achtsamkeit ist spürbar unter den Besuchern. Es ist ein Paradies hier, das ist ja einzigartig hier in Europa sogar oder auf der ganzen Welt. Ich weiß gar nicht, es ist wirklich was Fantastisches. Ich liebe es, hier durchzugehen, das ist ein Traum. Ja, die schönen Blumen, man sieht sie ja sonst fast nirgends mehr. Man muss sie einfach anschauen. Hätte ein Impressionist wie Claude Monet die Farbkompositionen dieser Natur übertreffen können? Die Mückenhändelwurz zählt auch zu den Orchideen. Der klebrige Lein, eine weitere der vielen seltenen Pflanzen hier. Die Bienenragwurz, die Königsbrunner Heide, wirkt wie eine Arche Noah. Es ist aber auch das Staunen der Menschen, das Eberhard Pfeuffer besonders freut. Das ist für mich ganz beglückend, weil da erlebt man richtig, Natur erleben macht glücklich. Und man verliebt sich natürlich in diese Landschaft. Und wenn man das mal sich verliebt hat, ich benutze ganz absichtlich dieses Wort, dann steht man natürlich auch für diese Landschaft ein. Das ist ganz selbstverständlich. Solche Glückswerte sind unbezahlbar. Und glücklich fühlt sich hier offenbar auch die Diva, die Sumpfgladiole. Denn während ihr Bestand in Europa zurückgeht, nimmt er in der Königsbrunner Heide auf wunderbare Weise zu.